Cheers to the frickin' weekend. I drank to that, yeah, yeah. Oh, let the Jameson sun sink in. I drank to that, yeah, yeah. Don't let the bastards get you down. Turn it around with another round. There's a party at the bar, everybody put your glasses up and I drink to that. Ich sage Ihnen, ich lasse mich nicht verarschen. Nicht so schwer. Ist das etwa Kohlestrom? Jawohl, jawohl, Kohlestrom. So, und jetzt sage ich Ihnen die Wahrheit, was es mit diesem Kohlestrom auf sich hat. Das ist ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für Sachsen-Anhalt und Sachsen, für Leipzig, für Halle und für die Lausitz, meine Damen und Herren. Ich verstehe es ja, dass die ihre Kohle fördern wollen in der Lausitz. Da schaut es nicht rosig aus, keine Frage. Aber wie kommt ein bayerischer Politiker dazu, sich für die Braunkohleindustrie in ostdeutschen Ländern einzusetzen? Da hört es nun wirklich auf. Und meine Damen und Herren, wenn Sie uns wenigstens die Wahrheit gesagt hätten, wenn Sie uns gesagt hätten, was Sache ist, dann hätte man auf dieser Grundlage eine Entscheidung treffen können. Aber wer einen anderen anlügt, hat zunächst einmal schlechte Karten. Meine Damen und Herren, wenn Sie tagtäglich mit Verkehrsprojekten zu tun haben, dann wissen Sie, wie schwer es ist, heute noch eine Umgehungsstraße um einen Ort zu schlagen, ohne mit dem Umwelt- und Naturschutz in den Konflikt zu geraten. In Waldsassen müssen Sie die Umgehungsstraße mitten durch die Stadt bauen, weil die Umgehungsstraße durch den Wald die Gelbbauchunke bedrohen würde. So genau schaut man bei Umgehungsstraßen hin. Und hier will man einfach so eine sechsspurige Autobahn 80 Meter hoch, quer durch Landschaftsschutzgebiete, quer durch den Freistaat Bayern schlagen. Meine Damen und Herren, das ist Irrsinn! Das ist nicht nur Irrsinn, wenn man dort wohnt, das ist Irrsinn, wenn man Bewohner des Freistaats Bayern ist. Hier geht Kulturlandschaft verloren, hier geht Natur verloren, von den gesundheitlichen Risiken einmal ganz abgesehen. Ein normaler Mensch kann doch so eine Trasse nicht gutheißen. Gefragt, warum tut sich Amprion denn das an? Überall gegen Wände laufen, überall den Widerstand. Und dann habe ich ganz harmlos gefragt, was schaut denn für euch aus? Das ist eine Frage, die ist zulässig und ich habe auch nichts dagegen, dass in Deutschland ein Unternehmer Geld verdient. Aber wenn ich dann zur Antwort kriege, wir bekommen eine garantierte Rendite von 9%, dann muss sich jeder Mittelständler, jeder Handwerker, jeder Unternehmer verarscht vorkommen, der jeden Monat kalkulieren muss, ob er seine Löhne zahlt und ob am Jahresende etwas rausspringt. 9% garantierter Gewinn. Ja, wo gibt es denn sowas? Das hat mit Marktwirtschaft überhaupt nichts zu tun. Das ist das Zuschustern von Vorteilen, warum auch immer. Ich weiß nicht, wer noch daran verdient. Ich kann so etwas nicht begreifen in einer Zeit, wo es eine normale
2, 3 oder 4% kriegen, 9% garantiert für einen Auftrag, den der Staat und letztlich dann der Stromkunde bezahlen muss, meine Damen und Herren. Naja, dafür kann man sich ja mal beschimpfen lassen. Meine Damen und Herren, es gibt aber noch einen weiteren Grund. Ich komme nochmal zurück auf das mit der Kohlestromklasse. Was haben wir gesagt? Wir wollen aus der Atomkraft aussteigen, wir wollen bezahlbare, wir wollen sichere und wir wollen klimafreundliche Energieerzeugung. Ist Kohle etwa klimafreundlich? Und da hat Fabian Mehring zu Recht den bayerischen Ministerpräsidenten zitiert, wir steigen nicht aus der Kernenergie aus, um in die Kohleenergie einzusteigen. Aber, meine Damen und Herren, und jetzt muss ich schon einmal ein kritisches Fragezeichen setzen. Ich finde es toll, dass unsere Aktion, aber insbesondere schon der Protest davor dazu geführt hat, dass in der Politik umgedacht wird, dass ein bayerischer Ministerpräsident im bayerischen Landtag sich ans Podium stellt bei einem Dringlichkeitsantrag unserer Fraktion und sagt, Gemach, Gemach, Moratorium, erst einmal schieben wir das Ganze nach hinten und jetzt ist er offensichtlich auf dem Trichter zu sagen, nein, das wollen wir nicht. Aber man muss es schon auch einmal ehrlich sagen, diese Trasse ist bereits beschlossen worden im Rahmen des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes im Deutschen Bundestag. Und die zuständige bayerische Ministerin Ilse Aigner hat als Mitglied der Bundesregierung und als Mitglied des Deutschen Bundestages dem zugestimmt und der Freistaat Bayern hat als Bundesland im Bundesrat gegen dieses Gesetz keinen Einspruch eingelegt. Das muss man der Ehrlichkeit halber aufnehmen. Schon etwas zahmer, dann ebbte die Stimmung etwas ab und dann hörte ich, wie eine der armen Amphion-Damen, da hat sie so arme junge Damen eingekauft, wahrscheinlich um ein gewisses Mitleid zu erregen, ich weiß es nicht. Dann sagte die eine zu der anderen Amphion-Dame, naja, jetzt ist es ja bald vorbei. Die Strategie war ja relativ klar, man lässt die Leute sich austoben, tut so, als ob man das alles ernst nimmt, nickt, sagt dann zu den Leuten, naja, es ist ja alles noch nicht in trockenen Tüchern, da kannst du nur noch das verändern, jenes verändern. Sie kennen das ja von dem Berliner Flughafen, da ändert sich ja auch alles und dann sagt man, naja, und irgendwann hat man vollendete Tatsachen. Und da habe ich gesagt, eigentlich wollte ich bei der Veranstaltung keinen Ton sagen, ich wollte mir das anhören. Da habe ich mir gedacht, jetzt musst du doch was. Und da bin ich ins Mikrofon gegangen und habe gesagt, wir haben jetzt viel geredet, aber jetzt ist die Zeit zum Handeln gekommen. Damit man nicht auseinandergeht, viel Lärm um nichts und die Karawane zieht weiter. Ich habe gesagt, nein, jetzt müssen wir handeln. Und morgen steht unsere Petition im Internet und ich bitte Sie und ich erwarte, dass jeder diese Petition unterschreibt. Wir müssen handeln und nur wenn man handelt, dann kann man etwas bewegen, dann kann man etwas erreichen. Doch jetzt, meine Damen und Herren, jetzt gilt es. Die Petition ist vorbei, die Petition geht an den Bundestag, geht an den Bayerischen Landtag. Aber wir werden nichts erreichen. Da spreche ich jetzt als Bürger, der eine gewisse politische Erfahrung hat. Und da seid ihr auch überhaupt keine Partei. Das sind möglicherweise mehr oder weniger alle gleich. Wenn der erste Schwall der Wut abgeebbt ist, wenn das Thema aus den Medien draußen ist, wenn man zum Alltag zurückgekehrt ist, dann wird alles nicht mehr so heiß gegessen, wie es gekocht wird und dann kommt am Ende durch die Hintertür doch diese Kohlestromklasse.
diskutieren, so lange, bis sie sich die Ohren zuhalten und sagen, damit sie Ruhe und Frieden geben, werden wir das Thema beerdigen. Erst dann haben wir was erreicht. Wenn wir vorher einknicken, haben wir verloren. Wir kämpfen weiter.